Meine lieben Freunde, bevor wir in das Video reinstarten, möchte ich gerne für ein paar Kumpels von mir Werbung machen. Cologne Designs. Cologne Designs ist spezialisiert auf Sticker, wie zum Beispiel diesen geilen DIN A4 Sticker. Und sie erstellen euch gerne auch Designs für zum Beispiel in meinem Fall meinen YouTube-Kanal. Also das Banner und das Logo wurden von ihnen designt. Also Kölscher Bezug ist generell so die Richtung, in die die Jungs mit ihren Angeboten gehen. Ebenso haben sie mir auch diese nice Jacke hier designt, mit der ich ab und zu ins Stadion gehe. Designt, ne? Also die stellen das nicht her. Den Herstellungsprozess und den Kaufprozess, den musste ich selber in die Wege leiten. Aber die haben ja das Design gemacht. Und da die mich sehr gepusht haben auf Instagram, woraus auch dieser Account auf YouTube resultierte, sage ich mal, eine Hand wäscht die andere. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Link ist in der Kanalbeschreibung. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, endlich Wochenende, sogar ein langes Wochenende. Ich habe sogar Montag noch frei, dafür muss ich aber nächste Woche Samstag arbeiten. Das heißt, ich werde ab da 2 Heimspiele verpassen. Aber gegen den KSC, gegen den es an diesem Wochenende dann in der 2. Bundesliga geht, da kann ich zum Glück hin. Und naja, ich habe irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl. Also in letzter Zeit funktioniert das so bei mir nicht so ganz mit den Spielen, bei denen ich anwesend bin. Weiß nicht, aber wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Was sollen wir machen? Die haben mich auch noch gefragt, ob ich irgendwie auch noch diesen Samstag einspringe. Hallo, wo ist der Gegenvorschlag, das Gegenangebot, dass ich vielleicht nächste Woche gegen Ulm oder sowas frei habe? Kam nicht, deswegen Pech gehabt. Ich habe Pech gehabt, kann nächste Woche nicht gehen. Die haben Pech gehabt, weil ich schlicht und ergreifend morgen mir schön Lenz mache. Ja gut, aber genug von mir an der Stelle. Versuchen wir mal wieder den Fokus auf den FC zu rücken. Heute haben wir 2 Themen. Also erstmal Spieltagstalk gegen den Karlsruher SC. Und im zweiten Teil, heute gibt es auch einen zweiten Teil, sprechen wir über die Mitgliederversammlung 2024, liebe Freunde. Ja gut, dann starten wir doch mal einfach in die ganze Thematik rein. Der Karlsruher Sportclub, die Macht im Baden, würde ich mal an der Stelle sagen. Also ich glaube, Karlsruhe ist nach wie vor so in Baden-Württemberg, beziehungsweise in Baden. Da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, weil die Badener, die sind so ein bisschen so separatistisch. Die haben eigentlich keinen Bock, sich das Bundesland zu teilen und wären gerne halt Badener an sich. Deswegen ist VfB gegen KSC oder auch umgekehrt KSC gegen VfB immer so ein kleiner Bürgerkrieg. Ich habe es mal in einem anderen Video mal angeteasert, dass ich das mal so erwähnen werde, wenn es dann gegen Karlsruhe geht. Deswegen, spannendes Spiel. Karlsruhe aktuell auf Platz 2. Allerdings im letzten Spiel 2:2 in Magdeburg gespielt. Magdeburg, Entschuldigung. Ich habe anscheinend ein paar Magdeburger Zuschauer seit dem Spiel und Entschuldigung. Ich versuche mich zu bessern, okay? Ja, und da gab es ja nur ein 2:2. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, vielleicht haben sich da so ein paar Schwächen aufgetan, die wir ausnutzen können. Allerdings kamen sie dann zurück. Hätten sie das Spiel verloren, dann wäre ich jetzt deutlich noch optimistischer als sonst. Aber ich bin optimistisch, das werdet ihr am Ende der Folge auf jeden Fall merken. Ja, wir haben ein paar Berührungspunkte mit dem Karlsruher Sportclub. Zuallererst einmal wäre da Trainer Christian Eichner. Der war 2 Jahre lang Spieler des 1. FC Köln und jetzt im Sommer sogar Trainerkandidat. Wie offiziell das Ganze gewesen ist, das ist jetzt unklar. Mittlerweile ist er 4 Jahre lang in Karlsruhe und also als Trainer tätig. Und ich habe das Gefühl, er will auch gar nicht weg. Also wir können froh sein, dass wir dann halt doch noch eine Lösung gefunden haben. Aber ja, das heißt aber nicht, dass ich nicht bereit bin, hier und da mal Kritik an Gerhard Struber zu üben. Der Fußball ist deutlich ansehnlicher, ist aber auch beim Karlsruher Sportclub. Ja, und der zweite Berührungspunkt ist halt Icke Hessler. Icke Hessler und eins meiner größten Idole im Gesamtfußball.
hat nicht nur für den FC gespielt, sondern auch für den KSC und ist gemeinsam mit den Karlsruhern und unserem Verein, der damals das erste Mal abgestiegen ist, in die zweite Liga runtergegangen. Es kam dann leider niemals zu einem Comeback von Icke Hessler, außer im Trainerstab von Christoph Daum. Da war er mal eine Zeit lang auch tätig. Ja, der KSC spielt generell in einem klassischen 4-4-2, würde ich mal so sagen. Und schlicht und ergreifend, man kann es nicht anders sagen, der Player to watch kann einfach nur Budu Tsitsivatse sein. Ich gehe mal davon aus, dass ich das einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Ich habe da versucht, mich ein bisschen schlau drüber zu machen und es führt bisher alles darauf hin, dass Tsitsivatse wohl ungefähr die richtige Aussprache ist. Interessanterweise, der Stadionsprecher spricht zuerst seinen Nachnamen aus beim KSC. Habe ich mir mal angesehen. Und das heißt dann vom Stadionsprecher Tor durch Tsitsivatse und die sagen dann Budu. Das habe ich mir da angesehen. Deswegen versuchen wir mal an der Stelle vielleicht nur Budu zu nennen. Schauen wir mal. Aber ja, das ist ein richtiger Knipser. Richtiger Knipser. Etwas, das beim FC fehlt und wir uns eigentlich wünschen. Also der KSC ist da wirklich gesegnet mit Budu Tsitsivatse. Und vielleicht haben es einige von euch vergessen, aber im Hinspiel der Conference League Qualifikation 2022, da haben wir schon Bekanntschaft mit ihm gemacht. Er hat nämlich für Fehervar damals gespielt und gegen uns getroffen. Ja, das Heimspiel hatten wir 2-1 verloren, nachdem wir vorher geführt hatten. Tsitsivatse hat, soweit ich weiß, den Ausgleich geschossen und dann auch noch die Führung vorbereitet. Ja, er kennt das Müngersdorfer Stadion schon einigermaßen, also das Tor, weiß auf jeden Fall, wo es sich befindet. Nur steht jetzt jemand anderes in diesem Tor und naja, mal schauen. ich habe da so meine Befürchtungen. Und bei uns gibt es eigentlich nicht viel Neues, außer dass Gerhard Struber auf der Pressekonferenz dann nochmal mitgeteilt hat, dass nach wie vor Finn Gräfe eventuell zu einem Einsatz kommen könnte. Das hoffe ich doch mal an der Stelle, dass das geschieht. Die Wechsel von Struber sind wirklich fraglich. Ich habe schon in der letzten Folge darüber geraged. Ich selber möchte gerne sehen, dass die Auswechslungen heißen Finn Gräfe, Obus und selbstverständlich Jaka Čuber-Potočnik. Ja, da habt ihr eventuell meinen Short dazu gesehen, wie ich mich darüber aufgeregt habe, dass der Junge einfach keine Chance bekommt. Was nicht heißen soll, dass ich in ihn den Heilsbringer sehe oder dergleichen. Aber ich will mal einfach wissen, wie es so wäre, wenn er mal 2, 3 Spiele zu einem Einsatz kommt. Ein Einsatz, der bitte etwas länger als 5 Minuten dauert. Ein Tigges möchte ich einfach schlicht und ergreifend nicht mehr sehen. Und da sind wir eigentlich schon an der Stelle durch mit den Spieltagstalk. Also Florian Kainz ist zwar wieder im Training drin, wird aber wohl erst nächste Woche seine Chance bekommen auf einen Einsatz. Oder zumindest, was heißt hier Einsatz? Zumindest im Kader stehen. So sieht es gegebenenfalls aus. Also, mein Spieltagstipp. Tatsächlich tippe ich auf einen Sieg. Aus was für einem Grund auch immer. Aber ich habe das Gefühl, jetzt muss wieder ein Sieg her. Nachdem wir zweimal unbefriedigende Ergebnisse geliefert haben, ist es wieder Zeit für einen Sieg. Auch mal gegen einen wirklich, wirklich starken Gegner mit einem Budu Tsitsivatse im Sturm. Es muss mal wieder geschehen. Allerdings, trotzdem werden wir wieder Geiß oder Bock spielen. Hab jetzt mal eine neue Münze genommen. Ja, Geiß oder Bock. Also, ich glaube, dass wir gewinnen. Aber wir entscheiden jetzt, ob ein Gegentor fällt, ob wir diesmal schon wieder ein Gegentor kassieren oder mehrere. Oder ob wir mal zu 0 gewinnen. Deswegen, schauen wir mal, Geiß oder Bock. Ach, machen wir nochmal neu. Geiß. 1:0. 1:0 ist an der Stelle mein Spieltagstipp. Mein Wort in Gottes Ohr will ich mal an der Stelle sagen. Ich wäre super zufrieden. Das muss kein Schützenfest werden. Zumal die Karlsruher wirklich sehr, sehr stark sind. Gut, der Balkon ruft, beziehungsweise das Nikotin. Dann sehen wir uns gleich zum zweiten Teil, wenn wir über die Mitgliederversammlung sprechen. So, Freunde, da bin ich wieder. Am Dienstag fand dann in der Köln Arena unsere Mitgliederversammlung 2024 statt. Ich selber war nicht anwesend.
Die liebe Arbeit hat mir da schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe meinen Urlaub verballert. Was will man machen? Tut mir leid, aber ich bin wirklich sehr, sehr gerne Mitglied beim 1. FC Köln und ich möchte einfach nur euch sagen, solltet ihr mal darüber nachgedacht haben, werdet Mitglied. Weil trotz alledem ist es immer noch eine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Ich selber bin jemand, der diese Wortmeldungen, die da teilweise über die Bühne laufen, ich höre das gerne. Ich möchte gerne hören, was die Belange der Fans sind und auch generell. Das Vereinsleben beim 1. FC Köln ist immer sehr interessant, aber wie gesagt, ich konnte dieses Jahr nicht teilnehmen. Leider Gottes war es nicht möglich, aber solltet ihr darüber nachgedacht haben, Mitglied beim 1. FC Köln zu sein, macht es. Das ist ein Statement. Es ist ein bisschen mehr. Es ist so ein bisschen Zeichen setzen. Ja, zuallererst einmal begann der Abend damit, dass Michael Trippel, ein ganz, ganz großes Idol von mir, ich hatte mal eine Zeit lang damit geliebäugelt, das alles Social Media mäßig so zu pushen, dass vielleicht aus mir der nächste Stadionsprecher wird. Man darf ja wohl mal träumen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu edgy an der Stelle, um so ein Amt auszuüben. Und ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringe, zu den Ultras zu sagen, das Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten, etc. pp. Ich weiß nicht, ob ich das übers Herz bringe. Ja. Jedenfalls Michael Trippel wurde Ehrenmitglied, zu Recht, wunderbar. Der Mann hat das ganze kölsche Liedgut überhaupt erst ins Stadion gebracht. Vorher lief so ein kleiner Mischmasch, hat man mir immer so erzählt. Und das hat er so quasi definiert. Er hat es so quasi definiert und seitdem haben wir wirklich eine richtige kölsche Identität. Völlig zu Recht Ehrenmitglied. Völlig zu Recht. Ja, und dann wurde noch verkündet, dass wir mittlerweile über 140.000 Mitglieder haben. Also als ich Mitglied wurde vor 2 Jahren, ja, also gerade mal 2,5 Jahre her, beziehungsweise, da waren es 130.000 oder so in der Richtung. Ey, krass, wir sind abgestiegen und trotzdem ist das so rasant gestiegen mit der Mitgliederzahl. Wunderbar, absolut, wie soll ich sagen, Liebe geht raus an alle, die das getan haben. Ich meine, in Deutschland ist es wirklich ein Statement, wenn du Vereinsmitglied bist. Dadurch, die Leute, die Vereinsmitglieder sind, das sind ja auch wirklich diejenigen, die man eigentlich insgesamt so als aktive Fans bezeichnen kann. Das ist kein Vergleich zur aktiven Fanszene, aber man kann sagen, man ist eingetragener Fan des 1. FC Köln. Vergessen wir mal die ganzen Vorzüge wie 10% Rabatt auf die ganzen Artikel und Vorverkaufsrecht und so weiter und so fort, auch wenn, sagen wir mal so, zu der FC-App kommen wir gleich. Hoffentlich denke ich dran. Aber es ist für mich einfach ein Statement. Es ist ein Statement und das ist krass. Wir gehören zu den 5 größten Vereinen in Deutschland und damit kann man eigentlich sagen, wir sind sowas theoretisch gesehen wie der 5. beliebteste Verein. Wenn so viele Leute bereit sind, Mitglied beim 1. FC Köln zu werden. Ja, es gab dann zwischendurch auch ein paar Wortmeldungen, die jetzt an der Stelle hier keinen Platz finden. Der Mitgliederrat kam im Laufe des Abends dann zur Sprache, beziehungsweise hat dann quasi durch Ho Yong Kim sich nochmal erklärt, weshalb es keine außerordentliche Mitgliederversammlung gegeben hat. Er hat dann halt nochmal erklärt, ja, das war irgendwie so, das dauert 3 Monate, bis es organisiert ist. Und als die ersten so es richtig ernst meinten mit der Mitgliederversammlung, der außerordentlichen Mitgliederversammlung, dann hätte sich der Termin so überschnitten, dass wir diese außerordentliche Mitgliederversammlung 2 Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung abgehalten hätten und das hätte keinen Sinn ergeben. Okay, da muss ich aber an der Stelle sagen, eigentlich wäre es schon bereits ab dem Moment, wo das Kass-Urteil festgestanden hatte, angebracht gewesen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung ja, in die Wege zu leiten. Das war kollektives Versagen des Vorstands. Wenn ich dann höre, was der Christian Keller so alles so da vorher noch gesagt hatte, von wegen, ja, wir haben Zeugenaussagen, die belegen können, bla 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 und so weiter und so fort. Ja, toll, deine Zeugenaussagen, die haben uns einen gewaltigen Scheißdreck gebracht. Eine Kasssperre hat sie uns gebracht. Ja, da hätte man schon bereits im Januar sowas in die Wege leiten müssen und dann hätten wir vielleicht im April die außerordentliche Mitgliederversammlung abhalten können. Naja, aber es gab trotzdem noch für sämtliche Beteiligten im Laufe des Abends die Quittung. Denn
nachdem halt Ho, ich nenne ihn jetzt einfach mal kurz und knapp Ho, weil alle nennen ihn Ho, ähm, nachdem Ho ein bisschen Kritik sich gefallen lassen musste, gab auch viele Zwischenrufe und dergleichen, hat er dann quasi für einen Paukenschlag gesorgt, für den ersten Paukenschlag des Abends. Im Namen des Mitgliederrates verkündete Ho Yeong Kim, dass dem Vorstand nicht zu entlasten, dass die Mitglieder dafür stimmen, den Vorstand eben nicht zu entlasten. Das war natürlich, wie soll ich sagen, ab dem Moment war ja quasi endgültig das Tischtuch zwischen Vorstand und Mitgliederrat zerschnitten. Das war für die, ja, wie soll ich sagen, die wussten halt nicht, damit irgendwie umzugehen. Aber gut, zu dieser Abstimmung bezüglich dessen kommen wir auch gleich nochmal. Ne, liebe Freunde. Es gab natürlich auch zwischendurch noch ein paar eigentlich sehr positive Botschaften. Es gab ein paar positive Bilanzen. Also, der Jahresumsatz des 1. FC Köln, das ist jetzt nicht so total positiv, beläuft sich auf 159 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 172,2 Millionen Euro, aber ich glaube, da wurde Conference League mit einberechnet. Das Jahresergebnis nach Steuern 11,8 Millionen Euro ist fast so ähnlich wie im Vorjahr. Das wurde mit 12,4 Millionen Euro abgeschlossen. Die Verbindlichkeiten des 1. FC Köln belaufen sich mittlerweile auf 37,8 Millionen Euro, was im Vorjahr, und das ist sehr interessant, 50,5 Millionen Euro waren. Das heißt, wir haben tatsächlich da was abgetragen und unsere Schuld gesenkt. Aktuell haben wir Eigenkapital, also das ist jetzt übrigens die 1. FC Köln GmbH und Co. KGaA. Das ist die ausgegliederte Profi-Abteilung, wie auch Nachwuchsabteilung, soweit ich weiß. Also zumindest ein gewaltiger Teil der Nachwuchsabteilung. Korrigiert mich, wenn ich da ein bisschen falsch liege, aber mindestens U21. Eigenkapital beläuft sich mittlerweile auf 26,0 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 15,7 Millionen Euro. Ich möchte an der Stelle jetzt wirklich nicht mehr hören, wir haben nicht genug Geld für einen vernünftigen Stürmer und einen rechten Außenverteidiger. Das will ich nicht hören. Ich will nicht, dass es nach Ende der Transferperiode im Winter dann heißt, ja, wir haben da nichts gefunden und so weiter, passt nicht ins Budget und so weiter und so fort. Wir sind ein Zweitligist, wir wissen, in welchen Bereichen wir scouten müssen. Ich hoffe doch, dass wir das wissen. Bitte, bitte straft mich Lügen, dass ich glaube, dass unsere Scouting-Abteilung extrem inkompetent ist. Bitte straft mich Lügen, ich will nicht recht haben. Das ist ein ordentliches Kapital für einen Zweitligisten und deswegen, ich will das einfach nicht hören. Na? Ja, es kam dann zu dieser Abstimmung bezüglich des Vorstandes und der Vorstand wurde nicht entlastet. Ja, nicht entlastet. Kurz und knapp bedeutet das in Zukunft für Verfehlungen auf finanzieller Basis und auch generell vereinsschädigender Basis wird der Vorstand dafür haften müssen. Halten wir das fest. Der Vorstand wird dafür haften müssen. Das heißt Knast oder Geldstrafen und dergleichen. Und das ist natürlich ein Paukenschlag gewesen. Wobei ich persönlich sage, man sollte niemals einen Vorstand entlasten. Generell, ich vertraue da keinem Vorstand, egal wer im Vorstand sitzt. Ich würde, glaube ich, immer wieder für Nichtentlastung stimmen. Aber was willst du machen? Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt mal ein bisschen so Feuer im Verein haben. Wir haben jetzt 2 Jahre Ruhe gebracht. Was hat es uns gebracht? Wir sind ja doch abgestiegen. Wir spielen doch Zweitliga und Gott weiß, ob wir aufsteigen und aktuell sind wir im Mittelfeld der Tabelle. Wo die Reise hingeht, ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass so eine Scheiße wie in Kaiserslautern passiert. Ich meine, sie haben es zurückgeschafft und sind beliebter denn je, aber trotzdem, den Weg 3. Liga werde ich gehen. Ne? Liebe kennt keine Liga, aber trotzdem. Das will doch keiner von uns ertragen. Ich meine, die Anschlusszeiten in der 2. Liga sind jetzt schon kacke. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das dann in der 3. sein wird. Das wird richtig schlimm. Es wurde auch ein neuer Mitgliederrat gewählt. Bevor wir dazu kommen, nochmal eine Sache, ein kleiner Fauxpas, den sich Carsten Wettig, Vizepräsident des 1. FC Köln, geleistet hat. Er sagte über Jaka Chuba Potočnik,
beziehungsweise über den Transfer, das war ein Fehler, ihn zu verpflichten. Ja, geil, der Junge saß im Publikum und ich glaube, er hat sich auch dementsprechend gefühlt. Das war wirklich ein Fauxpas, der seinesgleichen gesucht hat. Und das hat natürlich dann Christian Keller, da muss ich schon sagen, er kann gut reden, er kann gut das Publikum auf seine Seite ziehen mit seinem Gelaber. Da musste ich ihm zustimmen. Er hat dann gesagt, nein, das war kein Fehler. Jaka, wir sind froh, dass wir dich haben und so weiter und so fort. Das übliche Blabla, das aufbauende Blabla und so weiter. Lass den Jungen jetzt endlich mal spielen, wenn wir froh sind, ihn zu haben. Okay? Und übrigens, nachdem der Vorstand nicht entlastet wurde, hieß es einen Tag später, Carsten Wettig denkt sogar darüber nach, eventuell diesen Vorstand zu verlassen. Keine Ahnung, also ich bin von 2 Personen in diesem Vorstand absolut nicht überzeugt. Wenn wir jetzt generell das Präsidium so unter die Lupe nehmen. Werner Wolf ist ein netter Kerl, okay? Ist ein sehr netter Kerl. Ich bin ihm schon mal beim FC-Renntag begegnet. Da haben wir uns die Hand geschüttelt. Da habe ich gesagt, ich habe letztes Mal bei der Mitgliederversammlung gesprochen bezüglich spürbar anders, dass es abgeschafft wird und dass ich mir das schon irgendwie wünsche. Meinte er, ja, ich erinnere mich und so weiter. Ja, mehr haben wir aber auch nicht geredet und so weiter. Aber halt, ne, ich kam zu ihm, wir haben uns die Hand geschüttelt. Aber ich sage immer, und das betone ich schon seit der ersten Folge, es bringt mir nichts, wenn du nett zu mir warst, wenn du deine Arbeit mit einer gewissen Inkompetenz über die Bühne bringst und meinen Verein schadest. Es hat auch nichts gebracht, dass er sich dann für das Kassurteil entschuldigt hat und wieder vorgegangen wurde und dergleichen. Ich sage einfach, man hätte mit Ljubljana eine außergerichtliche Einigung finden müssen. Man hätte da Geld auf den Tisch legen müssen, weil das hier hat uns sehr geschadet. Ich glaube, wir sind auch abgestiegen, weil das die Mannschaft komplett aus der Bahn geworfen hat. Das hat nochmal so einen psychischen Knacks gegeben. Das ist so das, was ich vermute. Da hat sich ein Kreis geschlossen, dass die Saison so scheiße abgeschlossen wurde. Meiner Meinung nach. Oder meiner Einschätzung nach. Deswegen, die Entschuldigung, die ist zwar ganz nett gemeint, aber bringt mir nichts. Und mal die zweite Person, die ich aus diesem Vorstand gerne raushaben möchte, wo ich hoffe, dass spätestens im nächsten Jahr damit Schluss ist, das ist Markus Räek. Das ist mein persönlicher Todfeind. Weil ich habe jetzt sicherlich nicht auf wirtschaftlicher und sportlicher Basis besonders viel Ahnung, aber wovon ich Ahnung meine zu haben, ohne das irgendwie studiert zu haben und dergleichen oder einen Abschluss zu haben, das ist Marketing und Außendarstellung. Ich bin der Meinung, dass ich da schon eine gewisse Meinung zu habe und allein schon das spürbar anders einfach ein generisches und langweiliges Vereinsmotto ist, austauschbar und trotzdem immer noch weitergeführt wird. Mit der Meinung stehe ich ja nicht alleine da. Habe ich schon sehr oft gehört. Und wenn dann ein Markus Räek sagt, das steht nicht zur Diskussion, spürbar anders, dann sage ich, und wie das zur Diskussion steht. Dafür sind wir ein mitgliedergeführter Verein. Da hast du wohl was unterschätzt. Und wenn er nächstes Jahr immer noch auf dieser Bühne sitzt, ja, dann muss ich mir wohl wirklich mal Urlaub nehmen und dergleichen und dem diese Worte um die Ohren fliegen lassen. Es sei denn, ich begegne ihm vorher. Vom wegen spürbar anders steht nicht zur Diskussion. Und die App ist scheiße. Ja, ich wollte noch auf die App zu sprechen kommen. Die App spackt rum. Sobald du eine Seite zurückgehst, bist du ausgeloggt. Total sperrig, wirst dauernd an einen Browser weiterverleitet. Warum findet nicht alles in der scheiß App statt? Seitdem diese App erneuert wurde, ist sie einfach nur eine reine Katastrophe. Dann wurde auch noch 24/7 FC, eine so geile Vereinsdoku, die ich sogar besser fand als Sunderland Till I Die. Die habe ich so gerne geguckt, weil sie auch gut inszeniert war, wurde dann einfach abgeschafft. Ich meine, okay, keiner möchte unbedingt wissen, was in der Kabine ablief, während wir abgestiegen sind. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ich habe gerne diese 12 Euro im Jahr investiert. Das hat mir nicht wehgetan. Aber gut, da möchte man wohl einiges unter den Tisch kehren. Deswegen wurde es ja auch abgeschafft. Ne? Aber spürbar anders lassen wir, ne? Ja, egal, dieser Vorstand wurde nicht entlastet. Finde ich gut. Aber generell würde ich einen Vorstand niemals entlasten. Niemals, niemals. Ein Vorstand muss meiner Meinung nach immer dieses Kribbeln im Hintergrund haben. Diese Gefahr, dass wenn wir Scheiße bauen, dass wir dafür haften. Fand ich gut, das Ergebnis. Hat mir sehr zugesagt. Gut. Es wurde ein neuer Mitgliederrat gewählt. Ja, das Ergebnis entsprach zu 100% der Wahlempfehlung des Südkurve e.V. Ja, was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, was ich gewählt hätte, aber ich hoffe, dass dieser neu gewählte Mitgliederrat nach bestem Gewissen handelt und ich messe ihn an seinen Taten. Und das solltet ihr alle auch. Aber ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg bei Ihrer Arbeit
Hoffentlich schaffen sie es ein bisschen so, ja, so ganz steckt der Karren nicht im Dreck, aber er ist kurz davor, so richtig zu versinken. Holt ihn bitte wieder raus. Ja, aber gut, so endete dann im Nachhinein ein sehr ereignisreicher Abend. Abschließend möchte ich auch noch sagen, ich fand es nicht gut, als es dann zwischendurch, wo die Wortmeldungen kamen, so Zwischenrufe gab, so von wegen, oh Mann, ach nee, oh nicht schon wieder so eine. Das ist wichtig. Diese Mitgliederversammlung, das ist euer Sprachrohr. Dort könnt ihr als Fans auf die Bühne gehen und sagen, was euch auf den Sack geht. Das ist verdammt nochmal wichtig und sollte man nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Und man sollte den Leuten die Chance lassen. Ja, blöd gelaufen, dass man sich schon wieder dafür entschied, das Ganze an einem Werktag stattfinden zu lassen. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn du am nächsten Tag früh raus musst und du struggles damit, dann geh nicht hin. Wie in meinem Fall. Ja, Tatsache ist, dass man sich da eher Urlaub nehmen muss oder am besten Spätschicht hat und mal kurz verfolgt, wie läuft's gerade. Alles klar, dann fahre ich nochmal schnell in die Köln Arena. Das lief ja sowieso bis irgendwann nach 12 Uhr. Ja, aber ich arbeite nur in einem Schichtsystem und das dauert dann meistens 12 Stunden, so by the way. Aber ich werde hier nicht verraten, was ich beruflich mache. Na, soweit gehen wir dann mit dem Personal Talk nicht. Ja, abschließend nochmal ein kleiner Vergleich zu unserem Gegner, dem Karlsruher SC, damit wir nochmal abschließend auf den zu sprechen kommen. Was ich sehr interessant finde, der Karlsruher SC entstand 1952 eigentlich, ähnlich wie wir, durch eine Fusion zweier Vereine. Der eine Verein war Phoenix Karlsruhe, der andere Verein war der VfB Mühlburg Phoenix. War es ein VfB oder einfach nur Mühlburg? Ja, der VfB Mühlburg Phoenix. Durch diese Fusion entstand der Karlsruher Sportclub. Erinnert euch das an etwas? Kölner Ballspielclub, Spielvereinigung Sülz. Daraus entstand der 1. FC Köln. Nur lustigerweise sagen wir wurden 1948 gegründet, aber die Karlsruher, nö. Die haben gesagt, wir nehmen einfach das Datum, das Gründungsdatum von Phoenix Karlsruhe. Übrigens, Phoenix Karlsruhe wurde deutscher Meister, somit ist der KSC auch deutscher Meister. Das ist interessant. Aber der FC, der ist einfach eine viel zu ehrliche Haut. Das finde ich sehr schade, dass der FC nicht diesen Move gemacht hat. Ich glaube, ein paar Jahre lang haben wir, glaube ich, 1901, also unser vollständiger Vereinsname lautet 1. Fußballclub Köln 0107, eingetragener Verein. Beim Karlsruher SC ist es Karlsruher Sportclub Mühlburg Phoenix e.V. Ne? Die beiden Vereine werden auch im Vereinsnamen erwähnt. Sagen ganz klar, wir sind der KSC, wir sind der legitime Nachfolger, also nehmen wir auch das älteste Gründungsdatum. Netter Move. Wäre schön, wenn der FC dasselbe gemacht hat, aber der FC ist einfach eine viel zu ehrliche Haut. Das wäre auch immer so in so eine Opferrolle uns so reinbringen. Keine Ahnung, finde ich irgendwie läppsch. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich läppsch. Der FC ist irgendwie so wie dieser eine Typ, der auf der Straße 100 Euro findet oder im Bus und damit zur Polizei geht und sagt, hey, ich habe 100 Euro gefunden, also hier, falls Sie den Besitzer finden, ne, so ungefähr ist der FC. Ja gut, das sei damit abschließend gesagt, liebe Freunde. Ja, ich hoffe, dass das am Wochenende gut verläuft und dass auch die Zukunft des 1. FC Köln etwas besser verläuft. Und dann würde ich mich an der Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.